Ich bin Esset Yashari, geboren am 29. Juni 1964 in Kumanovo, eine Stadt von Nordmazedonien, jetzt vorher in Ex-Jugoslawien. Und bin ich seit Jahr 1985 in der Schweiz eingekommen, nur als Tourist für ein paar Tage und dann zufälligerweise mein Bruder hat den Gartenbau geschafft. Sein Chef war interessiert auf mich. Während der Zeit war ich Student und dann durfte ich Studentenvisum abholen für 3 Monate. Und so angefangen in der Schweiz seit September 1985. Ich bin als Arbeiter mit dem Stundenlohn 9 Franken pro Stunde. Damals war für mich ein guter Lohn. Ich habe kein Wort auf Deutsch konnte reden. Mit den Leuten wäre schwierig zu kommunizieren. Oft im Gartenbau, wo ich dort angefangen habe, jeder ist von mir nachher weggegangen, distanziert. Aber zum Glück waren schon viele Mitarbeiter, die einfach von Ortschaft von unserer Region und mit unserer Muttersprache Albanisch konnten wir einfach nachher übersetzen und kommunizieren, wo dort mit Chef und mit Umgebung. Es war schwierig. Erst nach 3 Monaten konnte ich schon ein paar Worte. Guten Morgen, hin, her, bring oben, unten. So viele Sprachen, einfache Sachen zum Überleben. Mein Bruder hat gewechselt nach Biel und dann hat mir genau vorgestellt, bei der Firma Bauunternehmer Stettler, hat vorgestellt, ich habe einen Bruder, der hat letztes Jahr gearbeitet, 2 Jahre in Graubünden. Der Chef hat mir selber gefragt, dürfe ich kommen für nächstes Jahr für 9 Monate. Am meisten im Bauarbeiter wären Italiener, wo Italienisch konnte nachher in 6 Monaten ziemlich viel reden. Ehrlich zu sein, in diesen 6 Monaten war ich viel besser als auf Deutsch. 4 Jahre hintereinander, 9 Monate habe ich gearbeitet bei Bauunternehmer Stettler. Dann hat mir entdeckt, dass er Student und so, die sind offen, mir als Maschinenführer versteckt. Von kleinen Maschinengerät bis Bagger 22 Tonnen, E-Baumaschinen und Walzen habe ich alle Diplome gemacht in Source damals. Und da war ich überrascht, ich dachte, ich schaffe nicht, oder, mit meinem Deutsch. Dann bin ich einfach gekommen mit dem Note 4,8. Er hat mir große Bravo geschrieben im Kuvert und sagte, hey, Bravo, es hat das geschafft. Und der Chef hat Visum beantragt in die Schweizerische Botschaft. 3 Wochen hat gedauert, bis die Visum war wieder in Belgrad. Dann durfte ich hineinkommen. Dann habe ich Kontrolle gemacht in der Box. Wir waren in der Reihe, so wie bei Stempel, jeder, der geht, einfach dran und frei machen oben. Und dann gehst du auf die Röntgenstationen, schnaufen, nicht schnaufen, weggehen. Oder? Alle waren nummeriert und so. Sofort habe ich nicht gesagt, ob es gut ist. Das ist interessant, oder? Der Chef hat nachher Bericht bekommen, ob es gut ist. Da hat es gerne Leute, die das nicht machen. Die haben irgendwo Krankheit etwas entdeckt oder von Rauch oder so in der Lunge, die dürfen nicht schaffen. Dass du, wenn du krank bist, dass du keine Krankenkasse zahlen, keine Versicherung, die haben nicht noch zu. Das wäre gerade zurückgeschafft. Aber zum Glück ist es nicht lange gedauert und nach 7 Jahren dann die haben abgeschafft. Dank der Gewerkschaft, die haben Druck mehr gemacht. Was wirklich damals noch war, als Saisonier, der Chef musste den Schlafplatz irgendwo organisieren, dass du leben kannst. Dort habe ich überlebt, die Baracken. Die waren mit Schimmel, kalt. Und die Arbeit war draußen, unvorbereitet als Junge. Es war schwierig. Die 1 Monat, wo dort habe ich gelebt, vergesse ich ziemlich lange Jahre nicht. Aber im Vergleich mit dem Gartenbau war der Lohn gleich höher. Dort war fast 12 Franken pro Stunde. Und am Ende bin ich gleich zufrieden mit dem Geld, das ich bekommen habe. Aber schwierig, das vergesse ich nie. Der Barack, der Schimmel, die Kollegen, haben einfach 9 Monate so gelebt. Die Leute siehst du ab und zu in Baustellen, wo du einfach Baracken stellst. Heute sind sie sehr modern. Damals waren sie von Holz und da waren Badezimmer und da waren einfach Toiletten und so, Gemeinschaft. Und die dürfen Gemeinschaftskochen war irgendwo dort und oft mit Gas waren, nicht einmal richtig im Strom. Es war nicht so praktisch. Am meisten war es schwer, weil es kalt war, im Winter war, fast Dezember und kalt hatte. Und Barack ist kalt und Schimmel noch. Zum Glück bin ich nicht krank geworden. Du hast schon am Abend geguckt, einfach nass. Als junger Mensch hast du nicht vorbereitet, dass so viele Socken und Hosen, das für den nächsten Tag. Und dann hast du probiert, in der Nacht einfach improvisieren, dass die Wasser rauszogen, oder? Oft mit Tüchli oder mit dem Deckel einfach zusammen machen, drücken und das einfach nachher lässt du trocknen und ab und zu haben wir geschafft, das einfach trocknen am nächsten Tag zu haben. Es waren praktisch 9 Stunden waren Arbeit, aber nachher waren noch 3-4 Stunden hinten dran. Wenn du denkst, heute 13-14 Stunden war Arbeit. Wir haben keine andere Möglichkeit gehabt. Oder du musst einfach Geld sammeln für Familie dort unten zu ernähren und das geht nicht alles. Und wir haben den mindesten Lohn, haben wir weniger verdient. Wir waren
waren diskriminiert, auch in Lohn. Ein Schweizer hat sicher viel mehr verdient als wir, für die gleiche Arbeit. Sogar oft haben wir mehr gemacht als die. Damals habe ich gemeint, dass es normal ist, dass die Schweizer mehr verdienen als wir. Mit mehr Arbeit haben wir gemacht. Aber heute Tag sehe ich, das wirklich war nicht normal. Wir waren diskriminiert. Wirklich waren voll diskriminiert. Das wäre nicht fair. Alle waren Chefs für mich. Alle. Jeder durfte mir kommandieren, woher muss ich gehen, was muss ich machen. Wenn du nicht brav bist, dann hat er noch hinterher noch reklamiert. Und die Chefs haben Profit, normal haben Profit gesehen und meistens einfach die Leute, die weniger bezahlt sind, die besser arbeiten, die haben behalten. Und mussten auch kämpfen, dass sie einfach bei Visum, sonst nächstes Jahr bekommst du nicht, wenn du nicht brav bist. Und so, ich habe geschafft, aber das Emotionale ist einfach immer fremd. Fremd sein in anderen Stadt, ja so. Das Schwierigste ist fremd in einem anderen Land zu sein und immer bist nicht die erste Stelle, sondern das zweite Menschheit. Und das existiert noch heute. Sobald die Namen zeigen und so, dann wirst du ganz anders behandelt, als wenn der Nummer sieht vorher als Gesicht. Es ist schwer und ja, ich bin jetzt bald 40 Jahre da und kann nicht anderes Leben noch etwas in Kraft nehmen. Ich erinnere mich immer wieder, 6 Wochen, 9 Franken pro Stunde. Das erste Geld war das beste Geld, das ich verdient habe, 3.700 Franken daheim gebracht. Für die nächsten 2 Jahre war das Studium schon organisiert. Das wäre für mich okay. Ich musste nicht mehr von daheim, von meinem Vater, einfach mehr Geld nie mehr verlangen. Damals bin ich erstes Mal in der Stadt, schön gekleidet und in die Stadt gegangen und so. Mit großer Wahrscheinlichkeit hat meine Frau irgendwo hat mich gesehen. Und seit damals, wir sind immer in Verbindung geblieben. Zwischenzeit bin ich in der Schweiz gekommen. Nachher 1989, wir haben geheiratet. 1990 ist der Sohn gekommen. Dann wäre ein großes Problem, die Frau zu gehen in der Schweiz ohne Bewilligung. Dürfte Maximum 3 Monate in der Schweiz sein, nachher noch weiter 3 Monate raus, nachher wieder rein und so. Wären auch schwierige Tage für sie und für mich. Endlich 1992 die Jahresbewilligung bekommen, er durfte eine Frau und nachher ein ganzes Jahr mit mir bleiben und so. Wir sind nachher immer zusammengeblieben, bis heute. Es ist eine schwierige Zeit, aber die Regeln so waren. Wieso hat die Schweiz so gemacht, das weiß ich auch nicht. Die schweizerische Regel gegeben. Ich habe probiert, nie zu verletzen. Ich habe nachher geheiratet, Haus gebaut, zum Zurückkehren. Der Hintergrund war immer zurückzukehren. Und dann war noch Krieg in Ex-Jugoslawien und wäre fast nicht mehr möglich zurückzukehren. Die Kinder waren schon 10 Jahre. Und dann habe ich gesagt, ich kann ihn nicht mehr integrieren. Mein Vater war 12 Jahre in Deutschland, Gastarbeiter. Nach 12 Jahren, wenn er retour ist gekommen, er hatte Mühe gehabt mit uns, mit Familie und Kreisumgebung. Deswegen, ich habe mir selber gedacht, wenn ich retour komme, dann habe ich auch das gleiche Problem für meine Familie, für meine Kinder. Ich bin normalerweise als Lehrer ausgebildet, Mathematik und Physik. Das war ein Traumberuf für mich. Ich habe auch mir interessiert, genau den gleichen Beruf zu machen. Und die haben mir gesagt, das gilt nicht, dieses Diplom. Dann muss ich erst den Deutschkurs C1 oder irgendwo sollte sein, jetzt erinnere ich mich nicht genau. Und dann durfte von Matura anfangen, noch einmal meinen Beruf ausüben in der Schweiz. Da hast du investiert und dann hast du plötzlich die Träume, die waren gerade einmal weggeschoben. Ich Hintergedanke denke immer dran und in Pensionierung in 5 Jahren werde ich nachdenken, das wieder zurückzukehren. Aber wie viel, wenn die Familie ist da, Kinder sind da und so, es liegt fast nicht denen, vielleicht Hälfte. Ob es gut wäre, wenn ich her bin gekommen? Das ist ein Fragezeichen. Vielleicht hätte ich wirtschaftlich weniger gehabt, vielleicht. Menschlich hätte ich mehr gehabt, mental wäre ich besser. Die Grundlage, das soziale Leben fehlt dir. Du kannst nicht auf die Straße gehen oder irgendwo jemandem suchen zu reden. Das geht nicht. Der hat keine Zeit. Du musst einfach einen Psychologen suchen, um zu reden. Aber sicher, heute Tag bin ich in der Schweiz sicher, dass meine Heimat sagt. Ich weiß wirklich noch heute nicht, welchen Weg muss ich nehmen. Wenn ich dort bleibe, hätte ich nicht gewusst, wie es weiterlaufen. Es ist schwierig. Es ist noch heute schwierig. Aber ich denke, ich habe einen guten Weg noch. Man muss positiv bleiben.